Willkommen zurück, Freunde, hier bei Shadows of Valencia, immer noch auf Celikas, ja, Route ist übertrieben, aber halt auf ihrem Weg zu Greaves Zitadelle. Und er hat uns auch schon mal einen Typen vorbeigeschickt, den guten Dean, der natürlich magisch nichts drauf hat und deswegen bald schon von Mei gegrillt wird. Gefällt mir. Erstmal der Gegner, der mal drauf. Jo. Okay, man sieht schon, Dean hat keinen Bock drauf. Alter, 43% Crit-Chance. Er will es echt wissen, wa? Für uns gilt das ja eigentlich auch, obwohl das, was die da gerade treiben, mir nicht so gefällt. Vor allem deswegen. Nee, mit dem will ich mich eigentlich ungern anlegen. Stelle ich mir ziemlich schmerzhaft vor. Okay, was mache ich jetzt mit dem Typen da oben? Der ist so ein Arsch, ich treffe ihn da oben nie im Leben. Ist auch noch 84. Oh, noch weniger. Petri-Heil und so. Einer weniger. Dean treffen! Ja, Dean hat das Wort treffen nicht erfunden, mit dem komme ich nicht vorwärts hier. Lass uns mal den hier blau machen. Wenn es auch klappen würde, wa? Ach komm, ganz ehrlich. Den schon mal rausnehmen. Die kommen hier gar nicht vorwärts. Finde natürlich jetzt sehr schön. Das gefällt mir weniger, aber sie hat relativ viel. Also, relativ natürlich jetzt relativ gesehen. Ja, Relativitätstheorie. Aber sie hat Verteidigung, das kann man so stehen lassen. Wenn man einfach hier nicht vorwärts kommt, es ist zum Heulen. Deswegen gehe ich natürlich auf Nummer sicher. Will ich sogar Aura machen, damit ich sicher treffe. 90, was Besseres habe ich gerade nicht. Doppeln kann ich auch nicht. Egal, muss reichen. Nicht so viel, wie ich jetzt behaupten würde. Kriegerschwert. Sehr gut. Saber wird sich freuen. Ja, wenn wir schon im Thema Saber und so weiter sind. Was mache ich jetzt hier oben? Das ist eine gute Frage. Erstmal schwächen eine Option. Ja, das stimmt, das ist eine Option. Mal Kanguru reinschicken zum Sterben? Nee, wäre jetzt ein bisschen sehr gemein. Vor allem käme langsam mal der an. Vielleicht noch ein bisschen was brutzeln. Eine Fähigkeit, wa? Aha, oh schade. Wenn noch den hinteren treffen würde. Ne, komm, der vordere reicht schon. 70% geht trotzdem daneben. Was ist hier eigentlich los, Freunde? Geht allen noch relativ gut. Also, ja. Viel zum Heilen gibt es hier noch nicht. Du kommst nicht dran. Also, ja, yeah, kein Critten, weil aber so, kratzt mich nicht. Oh, das sehen wir aber schon kratzen. Panzerfiasko, na endlich mal.
Kann zwar hier noch nicht sehr gebrauchen, aber generell ist eine gute Idee. Alter, das hat wehgetan. Das Schattenschwert von Atlas. Kann auch wehtun. Jo, und er wird sterben. Oder auch nicht, Verwirrung. So, was machen wir mit euch, wa? Okay, geht nicht drauf. Geht drauf, wenn sie trifft. Ich hoffe es. So ein Hehler sein soll, ich war schon ein bisschen beeindruckt. Oh, scheiß Trefferquote. Da oben kann ich noch vergessen, den irgendwie klein zu kriegen. Da geht er erstmal drauf. Kann ich da alles mehr überlassen? So, zumindest den mal ein bisschen anbraten. Das schmeckt doch immer gut. Dann vielleicht den noch, weil eben das ein bisschen gefährlicher und so. Versuchen kann ich's, aber treffen wir vermutlich nicht. Ah, doch. Jetzt können wir doch noch Zeichen und Wunder. Jetzt theoretisch kann Camo ihn erledigen. Natürlich kann das nicht. Gut, dann machen wir Planänderung. Seraphim trifft sicher. Also sicher. 9 von 10. Hätte auch neben gehen können. So, Mei, was machst du noch Schönes? Brutzel, 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 Brutzeln. Jetzt will ein bisschen brutzeln. Na, bald schon Level 14. Eben noch keine Entwicklung. Wann entwickelt sich denn die Magier mal? Kann ja gar nicht wahr sein, wie lange das dauert. Das ist ja unglaublich. Da kommt hier kaum vom Fleck. Das ist ein bisschen ein Problem für mich. Killen wird sie ihn, wenn sie trifft. Deswegen schicke ich sie mal hier hin. Ja, aber zuerst heile ich noch. Valba ist auch schon ein bisschen geschwert, aber der andere starke Typ ist ja weg, also kann nicht mehr viel passieren aktuell. Deswegen ist das ein bisschen vernünftiger. So, ja, kaum, also. Einmal töten gefälligst. Danke, Pala. So, jetzt muss ich dich irgendwie mal um den hier kümmern, weil da geht mir echt ein bisschen auf den Zunder. Kreuzschnitt schon besser. Plus Crit bitte noch. Nö. Ohne Crit war aber trotzdem cool. Kann er mal so bringen. Ja. Camo eben noch nichts zu tun. Ja, stimmt eigentlich. Wir haben ja echt nicht mehr viel zu tun, deswegen doch sagen. Auf die Schnelle wird es ein bisschen helle. Hätte ja sein können, dass sie trifft. Da bringt natürlich sein Angriff, aber wäre langsam mal cool, einen Lien treffen. Wenn er trifft, killt er natürlich sowieso nicht. Komm, Lien killt sowieso nichts. Meine Nase juckt gerade. Warum nicht deswegen, weil er sowieso nichts trifft. So, einer weniger. Mei, ein bisschen Donner und so. Sehr schön. Valba, ein bisschen draufhauen und so. Ja. Das gefällt dem kleinen Valba. Das findet er cool. Da wieder. Ganz kurz noch ein bisschen Purgativ und so. Jetzt aber doch für Valba.
Ja, gut, komm. Kann mal passieren. 10, ich hätte gern das Catria den killt. Deswegen lasse ich jetzt 10 mal nach hier. Er hat nicht mehr viel Power. Kann natürlich schief gehen. Dafür habe ich ja das Zeitenrad der Mila. Ein bisschen noch Gegnerphasen. Warte mal ganz kurz. Ich mach's mal so. So, einmal heilen. Diesmal aber doch die gute Dame da hinten. Genau. Catria. So. Level Up noch gleich beschissen. Jo. Ja, das war zu befürchten. So, jetzt aber. Tschüss. Aber freut sich dann, hat er keinen Bock drauf, weil er weiß, kill sie ja sowieso nicht. Sie killt ihn eh nicht. Oh, Entschuldigung. Kam gerade ins Mikro, aber sie hat es geschafft, sie hat getroffen und sie hat ihr verdientes Level Up. Alter. Viele geile Werte, das gefällt mir. Ja. Perfekt, das war nah dran. Was eigentlich auch krass war. Besiegt und, wop. Sonja ist weg. Natürliche Wüste, da gibt es offenbar nichts mehr. Nicht im Ernst. Was? Nur wenn ihr nachgucken wollt, was in der Wüste ist, kommt eine neue Dime. Nee, Leute. Ich mache einen Schnitt, wir sind gleich wieder zurück. Das Spiel wollte mir, glaube ich, gerade ernsthaft verarschen, war? Naja, gut. Und los geht's. Angriff auf Grease Zitadelle. Und wo ist jetzt Sonja? Grease, boss! That girl and her band of idiots are here. What the hell are the rest of the men doing? I need them here to fight. It doesn't look like they're moving, boss. What? Damn it! So I've been betrayed, have I? Fine. Just fine. I'll just go out there and crush this stupid girl all by myself. Das wäre mal was ganz Neues, also uns alleine bekämpfen würde, ohne irgendwelche Truppen und so. Okay, jetzt ist da noch einer. Was macht der denn da? Hat so einen Speed Drop, aber hat 17. Habe ich natürlich keinen Teleport, war sonst. Ist jetzt die Frage. Lass ich den jetzt einfach hier und sag mir, kommt halt später nach. Oder greife ich ihn in Doppelkombi an? Mit Catria und mit Palla. Problem bereits erwähnt, er hat doch ein bisschen viel Power. 17, er doppelt, weil er nur 15 Geschwindigkeit hat. Also der hat jetzt wegen dem Job halt 14 Speed, war, Dann habe ich hier natürlich noch so ein paar Hexen mit Teleport. Ach du Scheiße. Jo, das wird dauern, bis ich hier oben bin. Gute Karte, cool. Was? Resistenz um 5. Halbiert erlittenen Schaden durch Magie. Liegt das an der Goldkarte oder was? Das heißt... Oh, Scheiße. Speed hat auch relativ viel. Fähigkeiten 18. Oh, das wird nicht einfach. Ja, im Prinzip heißt, ich muss da mit meinen Magiern plus Celica und Saber muss ich einen angreifen. Sprich im Prinzip Team aus, mein Trio, geformt aus Celica, Saber und Me, muss ihn killen. Alles andere wird... Oh, Scheiße. Alles andere wird sehr schwierig. Natürlich Scharfschützen, wo das Auge hinreicht. Ja, das wird lustig.
Das wird sogar sehr lustig. Uff, wie gehe ich denn hier am besten vor? Ja, mein Team hier bei Celica's Route ist ziemlich überschaubar, aber das gefällt mir nicht so richtig. Scheiße. Well, looky here. It's Sophia's Crown Princess. Ain't you just fancy? Ich bin im Volltrott, ich hab das Kriegerchef vergessen. Ah! Who told you that? Well, let me think a second. Who could it have been? You know what? It don't matter. Fact is, I owe you my thanks. While you royals were lounging about, ignoring your own kingdom, I was becoming a very rich man. You people turned Sophia into a place where only the strong survive. Hell, now it's the spitting image of Rigel itself, don't you think? You may think yourself something fine, but your days as a predator are done. Was hingegen aber sehr schwierig werden wird. Kann ich dann noch vielleicht ein bisschen was machen? Kriegerschwert nehmen, Tausch? Jo, das geht, sehr gut. So, Kriegerschwert habe ich dann mal Stärke 5 plus drauf. Sehr gut. Die Frage natürlich, wer kriegt das Stahlschwert von ihm? Eigentlich hat er gesagt, Jesse. Und dann kommt Speed ganz froh drum. Wer kriegt dann ein Eisenschild? Da gibt es Palla. Man gibt 4 drauf, dann hätte sie 11. Sie kriegt noch einen Speed Drop drauf, logisch, aber sie wird sowieso kaum etwas doppeln. Führt dich hier, weil ja alles relativ schnell ist. Ja, wird so schwierig. Aktuell jetzt ja 9 war. Genau, aber hier, also ob es jetzt Stahllanze trägt oder ein Eisenschild. Gut, Stahllanze macht natürlich ein bisschen mehr Damage. Ich gebe ein Schild ihr. Könnte noch Atlas geben. Noch geben ihm, weil er trifft sowieso nichts. Problem ist dann, gegen Flieger, aber auch sowieso nicht gegen Flieger. Die Reichweite aber sowieso. Es wäre eine Option wert, weil ich noch einen ganz kurzen Schild gebe. Wo ist das Schild hin? Schild, Quatsch, Mann. Ich muss auch. Oh, immer ganz kurz. Ich bin ein bisschen doof. Ich bin gerne ein bisschen doof. So. Okay, Problem ist, dass ich ein Problem habe. Kurz zusammengefasst, es ist den hier echt ein bisschen scheiße. Vor allem habe ich keine Ahnung, wie die sich überhaupt bewegen. Also kommen die direkt alle auf einmal auf mich los oder da eher ein bisschen typischer unterwegs? Super, ich kann eigentlich alle markieren. Ja, es wird lustig. Na, bleib vorne mit ihnen. Bringt eh nichts, irgendwo anders hinzuschicken. Das ist noch zu früh hier für weiße Magie, muss ein bisschen später einsetzen. Also natürlich die Aufrufung. Danke. Verdammt, Hexen, ey. Das ist natürlich relativ clever gemacht. Aber nicht clever genug. Tschüss, du Witch. Doch, doch. Der Switch ist Schnee von gestern. So, was mache ich jetzt mit dem Typen da? Das wäre eigentlich was eine Kombination aus euch allen.
Ich mache erstmal Purgativ auf sie. Das Gefühl, es wäre irgendwie noch ganz vernünftig. Okay. Ja, Leute, ich glaube aber wirklich, dass wir eine Weile da hier durchkommen. Walber bitte einmal anlocken, dankeschön. Hätte es nach vorne schicken. Die Magier können bleiben, wo sie sind. Treffen ist eine Kunst. Und Schaden machen sowieso. Es wird nicht besser, Freunde. Es wird einfach nicht besser, was sie da treiben. Okay, ich triff schon mal eher als vorher. Natürlich mit viel weniger Schaden, aber das war abzusehen. Ich lasse mal ein bisschen näher kommen. Erstmal die magischen Einheiten ausnocken. Das klingt gar nicht mal so doof. Auch Unterstützung da, falls, ja, sind die relativ schnell dort. Vielleicht gleich mal da drüben. Celica. Was? So. Celica nach vorne. Ja, ich habe langsam die Befürchtnis, dass sie immer in den gleichen Truppen kämpfen werden. Ein bisschen schade fände ich es schon. Aua. Geblockt, geblockt, geblockt. Was? Warum? Oh, diese verdammten Hexen, ey. Das tat aber leider ziemlich weh und deswegen habe ich natürlich mir gar keinen Bock drauf. Warum eigentlich immer mehr? War vielleicht wäre wieder mal eine Alternative. Aber doppelt ja eh nicht, im Gegenteil, er kriegt ordentlich was auf die Fresse. Bowie, Bowie, Bowie. Gut. Oh. 90% daneben, das sieht man auch selten. Was? Sie wird zur Priesterin? Alter! Wie stark wird die, wenn die zur Priesterin wird? Von Magien zur... Hohoho. Ja, schön, dass jetzt Seraphim hat. Wie Celica, aber Alter! Wie stark wird denn die noch? Jetzt schon mal Magie Power. Ja, gut. Feel me so rough. Kill sie, dann willst du besser. So, das war jetzt zweite Witch. Da kommt die dritte. Mal ganz kurz, wie weit kommt der? Okay. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Angriff. Toll. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Ja, was soll's. Sterben muss die Witch. Sterben, sterben muss die Witch. Der kommt zu spät. Hätte ich gut vorgebrauchen können. Trifft er mich trotzdem nicht? Nö, lustigerweise. Finde ich immer ganz nett. So, was mache ich gegen den hier, wa? Aber ein Crit-Chance, das gefällt mir nicht. Mann, mit dem komme ich nicht vorwärts. Mit dem Kriegerschwert 42% Crit-Chance. Ja, Saber ist einfach eine Kriegsmaschine. Kannst sagen, was du willst. Der killt einfach alles. Und was er nicht killt, das killt er erst recht. Zum nächsten Mal. Wir müssen natürlich ab hier oben das ein ist natürlich alles super geschützt. Scheiße.
Ja. Gehen wir schon noch kurz abwarten. Oh, verdammt. So, noch mehr. Okay. Ich lass die erst alle einmal kommen. Oh, kommen gesagt. Ja, habe ich. Das finde ich irgendwie vernünftiger. Purgativ, bitte mal ganz kurz Valba heilen. Er hat's bitter nötig. Jetzt habe ich den hier. Okay, dann kann jetzt Ketui eigentlich erstmal abhauen. Kommt jetzt zum Zug mit dem Stahlschwert. Hier genauso das gleiche. Jetzt sind natürlich alle hier unten. Die eigentlich rüber sollten. So, und da kommt auch noch runter. Okay. Ja, und Bowie. Ja, ich muss Bowie da noch ein bisschen trainieren. Mein. Das ist sowieso scheiße. Und Mei, die killt sowieso alles. Er ist zwar eigentlich ganz geil. Ah, Freunde, es weitergeht hier. Ich weiß zwar bereits Part 40 und so, aber. Das wird sowieso länger. Also, ja, habe ich sicher mindestens ein ganzes Paar, bis ich hier durch bin. Was mache ich mit denen hier? Ich müsste eigentlich. Oh, das ist sowieso. Hier ist natürlich auch scheiße. Wie kriege ich die am besten platt? Weil ich habe natürlich keinen Magier oder so, der verteidigungsmäßig was drauf hat. Entweder oder, eine Kombination davon ist echt scheiße. Die haben allerdings allen Speed-Drop drauf, wegen Stahlbogen. Das könnte ich mir zunutze machen. So muss Celica das machen. Irgendwie einen am besten einen Flieger platt machen, da kann ich dann die Dinger reinschicken. Der Pegasus-Ritter, ja, ich glaube, irgendwie so muss es versuchen. Celica, Mei, Entfernung killen, weil Lien trifft sowieso nicht. Also halt die Bogenschützen und dann fliegen die Pegasus-Ritter rein und macht den Magier platt. Und dann kann er mit dem Rest der Truppe durchmarschieren. Irgendwie so in der Art muss es funktionieren. In der nächsten Folge bei Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.